Also ich lese leider Musikcenter 3 mit alle Zeitungen lesen zu dem Thema oder schon Gott sei Dank eng Schwester, die mir das alles all da eng Presserevue zustellt zu den Dingen. An wann ich das lesen, da gesehen ich einfach, dass Majorität von denen Leute, die über Stiebe schwätzen, nicht wissen, wer das geht. Da gibt es so viel verwirselt. Auf vor allem gehen Echeck-Situationen, die tatsächlich viel gehen, dass wo Familien müssen erleben, dass der Familienmember ganz ellen stirbt oder wie ich vor kurzem gesagt habe, krepiert, mein Papa krepiert gelos an der Klinik. Du hast es nicht den Echeck von der Medizin. Die geschwert mit das Echeck von enger Equipe soignant. Do huet es net geklappt, an dat han froh mir auch da ganz konkret. Du den Doktor Matzingen Firma Matzingen Psychologin, do huet es net geklappt, die Prise en charge net geklappt, die muss ausgebildet gehen. Mit dafür muss man Moyen hun dafür hast du dat Palliativgesetz so wichtig, dat man Moyen kreien. Dir schwst lo als Doktor. Der Politiker misst vielleicht auch aus enger anderer Dinge erschwätzen, nämlich den wat mir nennen Recht op de libre choix. Marleen alle Götte werden immer als persönlich Freiheit, Selbstbestimmungsrecht und das auch in dem Level für so lo gefordert wird, muss der Politiker nicht dafür sorgen, dass Leute ihren libre choix haben. An dem heutigen Fall gibt der Politiker ja dann der Mensch der libre choix, entweder zu dezidieren zwischen Palliativmedizin oder Euthanasie. Ja, das muss ich ja 3-mal vorstellen, was das so, ja. Ich meine, die libre choix, das ist alles ganz schön. Erstens muss ich froh, wie frei ist der Mensch am Ende vom Leben nach. Wenn ich gesehen, wie viel Leute gar nicht mehr frei sind, die von ihrer Familie bedrängt, die wo ganz klar ist, es sind ein Last. Das hängt ja immer davon ab, wie erleben mich. Den anderen scheint de Lacan, der französische Psychoanalytiker, hat gesagt, c'est le regard de l'autre qui me constitue. Und das ist etwas Wesentliches an der Palliativmedizin, wenn ich einfach gesehen, dass die Leute dort, die mich begleiten, ja, an die mich stirben losen, und auf der anderen Seite also einfach einen Tod machen, und da sind viele Leute, die einfach ganz frei sagen, ich will keinen zur Last fallen. Das heißt, wenn ich ein Gesetz stimme, das tun wir ja als Doktorin von Anfang gesagt, auch also der Collège Médical, wenn ich ein Gesetz stimmen, für Einzelfälle zu regeln, da sind es schon mal falsche Weg, sowieso. Weil das nicht nur das Recht vom Einzelnen, das zielt, und da komme ich dann an rein liberal Gedanke gut am Anfang ran, das war richtig, dass ich für mich meine Freiheit kann revendikieren, wie die halt aber gerade da ob, wo dem anderen Ding aufhängt. Aber wenn ich so ein Gesetz mache wie das dann ändern ich als Gesellschaft fundamental. Ich ändere als Vue, als Konzeption von der Medizin. Bis lo werden Doktor do heilen, behandeln, lindern, trösten, begleiten. Ja? Lo können töten dabei. Das ist etwas ganz Schreckliches. Das hat kein von uns gewusst, wie wir angefangen zu studieren. Versteht ihr? Das ist etwas Wesentliches. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir machen. Das tut schon eine Inzidenz auf die Freiheit von all den anderen. Ich ändere dann als Vue, wie man mit Krankheiten umgehen. So wie heute schon in England eben Dialyse für eine bestimmte Kategorie von Leuten nicht mehr fragen, wenn wir Ressourcen nicht tun. Oder wie ich hat so, dass du die Krankheit, sonst hat man sie gepflegt, haut so mal, die kann sich ja sich umbringen lassen. Das ist etwas ganz Wesentliches, wie ich dann, das ist den anderen hier Rechte, die matt betraf, weil das werde ich die Leute proposieren, oder wie so schön gesagt wird, ich honorieren den Demand d'Euthanasie, aber vielleicht incitieren ich sie am Platz zu honorieren. Und das ist ganz unbewusst produziert. Natürlich. Das ist auch wie die schreckliche Sache, man Suizid médicalement assisté. Das ist Suizid médicalement provoqué, den ich da machen. Ja? Wir gehen Unsummen aus in der Klinik, für als Leute in der Psychiatrie zu schützen, dass sie nicht auf die falschen Gedanken kommen. Wir gehen Unsummen dafür aus, Gespräche für hier das Selbstbild, das falsch, das Defizitäres zu korrigieren. An der BEMO soll ich kommen, also ich gehe dich ab. Weil das ist ja als Grundsatz an der Psychiatrie, an der Neurologie, dass man so, es ist nie zu spät, ich gehe dich nie ab. Wie wird entweder dann, ich weiß, wo die sie da an 3 gehen, Euthanasie, wir sitzen zu feiern, so mal, nee, gehen Euthanasie, mit trotzdem stellen ich aber mal froh. Wird entweder dann eigentlich, das ist das Argument, was da gesagt können, von den Hut, den ungehörigen Hut, den stirbeskrank am Bett leid, die sieht dann, so will ich, wie den Toten will ich nicht ein Kind leihen. Wird dann durch ja so implizit und sich entre guillemets Reklam gemacht für den Gedanke von der Euthanasie. Was entweder dann so leid an so konkrete Fälle, die ich so, hey, ich will nicht so leid wie mein Bobi, mein Mama oder mein Pap, was entweder denen? Ich meine, wir sitzen nur um 12 nach Hause, wenn wir darüber schätzen. Es geht einfach um das Bild, was tun wir an der Gesellschaft für ein Bild vom Tod. Wir haben im Moment eine Gesellschaft, das ist eine Wellness-Gesellschaft, wo ein Tod sowieso keinen Platz mehr hat. Ja? Weil es Toten die groß und die Leute sterben irgendwo, aber nicht mehr daheim. Und wir haben noch keine Notiz mehr von dem
Sterbenden lo op Deutsch. Ja? An der Techt einfach, dat ich muss für dich am Tod imgoen lehren. Ich kenne viel Leute, die immens schön friedlich gestorben sind, an wo die Leute darunter so eine Familie oh mei, wat stift die so schlimm. An mir waren alle glücklich als 2 Jahren, wie schön die Frau, ich denke, lo eng bestimmt, gestorben ist und die auch mit Eis kommuniziert hat. Wie für die Familie ist es nicht sehr genug gegangen. Und da muss ich denen Leute sagen, man stirben ist nie schön an dem Sinn. Ja? Mit das aber etwas anderes natürlich, weil die Ausschweiz, wenn wirklich schlecht gestorben ist, wo ihn hätte können verhindern. Aber dann, ich gucke Kalonime für Eisklinik St. Louis schwätzen, da haben wir ein Qualitätsmanagement, wo wir da gucken, was ist hier schief gelaufen an der Situation. Weil das, was wir da nur Palliativmedizin nennen, die fängt ja an der ganz basaler Medizin schon an. Wenn ich nicht genug Personal und das Leid mit nicht all warm Tierse kriegen, die muss gefiedert gehen, dann ist es klar, dass den kahl kriegt oder dem sich schon 3-mal durch Mikrowelle abgewärmten ersten Tierse kriegt, dass den sich denkt, wo nicht das oder nicht ist. Dasselbe, dass wie lange dran der Pampers leidet oder so. Wir haben überall man Personal an de Kliniken, an Altersheim, an de Pflegeheimer, weil man eben op eng Moyen gerechen kin, weil man dann an der Klinik Chancen, dat eben net viel Pflegefall sinn, da geht denen pur gut, wie wenn man verpechen, dat 90% vun Eisbetter, die mir lohnen op der Neurologie durch Pflegefall, da sind immer drun. Da werden die Einzel leiden drin. Und natürlich, du muss ich dann etwas schaffen. Du muss ich mir mehr Moyen kriegen. Aber wenn ich du Moyen kriege, dann muss ich natürlich auch Palliativmoyen ausbauen. Das ist immer ein Scheck von einer Equipe soignante, den du in der Ursache steht, und nicht ein Scheck von der Medizin tout court. Lo irgendwie wollen zu viel an den Detail zu gehen. Als dann nicht einfach Palliativmedizin, auch schon teilweise etwas wie, so ein Express-App wie Euthanasie. Verloren der Palliativmedizin, wann die bis zum Mann gedriffen wird, man einen Patient, wo gesagt wird, kriegt Morphium, wo ganz genau gewusst, dass die stirbt da drin. Ist das nicht einfach auch schon zu einem Deal Euthanasie?